Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wo bin ich? Mit meinem komisch aussehenden Rüstung. Gold, Eisen. Sieht irgendwie wirklich noch ein bisschen speziell aus, wenn wir so umeinander laufen. Aber hat ja auch ein bisschen Style. Lassen wir mal so sein, unser Nagato darf das machen. So, wir haben jetzt gerade momentan Abend. Also es ist schon wieder Abend geworden. Das heisst für uns, wir können eigentlich gerade direkt ein Nickerchen machen. Ich persönlich würde jetzt sicher mal zuerst unser Inventar nochmal... Was habe ich jetzt wieder gemacht? Unser Inventar kurz leeren, also unsere Steine mal verräumen. Den da könnten wir eigentlich da pflanzen, damit das einigermaßen gut aussieht. Dann haben wir ja noch so Pilzlicht gefunden, das rühre ich gerade mal einfach da zu speziellen Sachen rein. Dann haben wir ein bisschen Essen mit dabei, ein bisschen Kohle, ein paar Stäbchen. Ich würde aber sagen, wir brauchen allgemein noch ein bisschen Holz, weil ich kann vor auf Erkundungstour gehen. Wir brauchen unbedingt mal wieder ein bisschen mehr Erz und all die Sachen. Jetzt muss ich gerade mal schon schauen, genau, weil das Bett haben wir da noch ready gehabt. Dann haben wir nämlich noch das Bett mit, einfach für den allerschlimmsten Notfall. Und da haben wir ja dann noch unseren Bambus, den können wir nicht brauchen. Wo ist denn mein Zuckerrohr an? Das ist noch eine gute Frage. Weil wir sollten dann mal unbedingt mal unser Zuckerrohr, da haben wir es. Komm, ich nehme mal 9 aus und verteile die einfach unten am See. Also im Wasser, dort haben wir ja zum Beispiel Sand und so. Dort tun wir die mal ein bisschen am Wasser verteilen. Vielleicht können wir sie schon mal ein bisschen ausbessern. So, dann muss ich aber noch mal schnell schauen, dass ich wirklich alles mit dabei habe. Und wir haben das Bett, wir haben ein bisschen Holz für Notfall. Genau, dann gehen wir noch unseren Werkbanktisch einfach von draussen holen, der steht hier draussen. Da drinnen haben wir gerade momentan alles leer, das heisst eigentlich, weil wir haben hier draussen, glaube ich, noch recht viel Herdöpfel, jawohl, die könnten wir eigentlich alle schon mal wieder mal ins Öffeli rühren, damit da mal wieder etwas vorwärts geht. So, zack, und dann würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal ein kurzes Nickerchen. Gute Nacht. Guten Morgen. So, wir sind uns am Parat machen. Dann würde ich sagen, haben wir da noch irgendetwas? Also ich habe einfach wirklich nichts übersehen. Die Mannsachen lasse ich sicher mal da. Man weiss ja nie, was so ganz genau auf uns zukommt oder was passiert. Ich denke, mit diesen 3 Werkzeugen sind wir schon mal gut ausgerüstet. Für das haben wir ja sowieso unsere Werkbank noch mit. Und dann müssen wir uns dann mal auch wieder um unser Feld kümmern. Aber das machen wir dann auch, wenn wir mal retour kommen. Und unsere Hühnchen, die sollten jetzt auch so mal überleben. So, dann haben wir gerade noch das Ei. Da rühren wir gerade mal schnell da rein. Es sind recht viele, glaube ich, so drinnen am Pflanzen. Wir könnten dann mal nachschauen, wie viele Eier wir jetzt da schon wieder zusammengesammelt haben. Ui, einfach 12 nur schon beim Durchlaufen. Nein! Ich will da die Kiste. Was machst du eigentlich da? Geh rein! Ah, die Jägerli. Sorry, laufst du mir gerade nach? Ah, ich muss da, glaube ich, schon ein paar Kühe holen. Wir könnten ja... Jetzt haben wir eins getötet, dann müssen wir auch eins wieder reinholen. Brauchen wir ganz kurz schnell ein bisschen Weizen. Zack. Noch nicht jetzt, sondern nachher. So. Dann versuchen wir das Bibeli ganz kurz schnell, das kleine Ding da wieder reinlocken. Komm, put. Komm, put. Hier. Mega herzig. So, warte, dann will ich da mal wieder reinlocken. Dann wir noch wieder zumachen und dann können wir auch... Ach komm. Wenn ihr da schon so höflich ansteht, können wir euch ja noch schnell einmal durchfüttern. So, was machst du? Du steckst schon fest. Wie schafft ihr, dass ihr immer stecken fest bleibt? Hey, Jägerli. So, wie viele Eier haben wir? Wieso sind denn das verschiedene Eier? Das sind einfach Eier. Aber ich kann die irgendwie nicht zusammenfügen. Das ist schon mega speziell. Irgendwie schon mega speziell, dass das verschiedene Sachen sind. Oder, nur 16. 16 kann man nur auf einen Stack tun. Okay, warte, die Sachen lassen wir jetzt einfach noch schnell da drinnen. Und es hat sich recht viele Eier schon angesammelt. So, schauen wir mal, was da so rauskommt. Und dann... Nein, hast du es geschafft? Er ist wieder reingehopset. Ja, moin. Wir müssen unbedingt mal noch ein zweites Wasserbecken da rein tun, ein bisschen Stroh, damit sie sich wohlfühlen können. Aber ich würde sagen, unsere Hühnchenfarm funktioniert schon mal einwandfrei. Genau, meine Werkbank kann ich wieder holen. Meine Werkbank, bevor ich mich da auf den Weg begebe. So, dann bauen wir die ganz kurz schnell ab und dann nehmen wir die nämlich noch mit, dass wir für den Notfall noch ausgerüstet sind. Eigentlich kann ich noch wieder eine Art Karten oder so irgendetwas in die Richtung machen. Das Problem mit der Sache ist, ich weiss gar nicht, wie man genau jetzt eine Karte erstellt oder wie man die genau macht. Darum hätte ich jetzt mal gesagt, das lasse ich jetzt mal noch bleiben. Ich könnte natürlich auch noch schnell nachschauen. So. Einfach mal so verteilen. Ich glaube, dann können wir das schon mal gut vermehren. Ich könnte aber mal nachschauen, ob ich das vielleicht irgendwie in der inneren Werkbank finde, wie man die zusammensetzen kann. Das wäre nämlich noch cool, wenn wir irgendeine Art Karte noch herstellen. Da zeigt es mir dort, nein, das ist ein Gemälde. Das Gemälde brauchen wir nicht, sondern wir würden eine Karte benötigen. Haben wir denn das da drinnen überhaupt? So etwas müssen wir dann auch mal noch machen, Rämen, wo wir ein paar Sachen können kennzeichnen, wunderschön. Verzauberungstisch, das ist gerade noch gut zu wissen, ein Buch und Diamanten, okay, das bringen wir auch noch an.
Aber ich sehe da wirklich nirgendwo eine Karte jetzt da. Jetzt schauen wir noch schnell da nach, damit ich einfach auf Nummer sicher bin. Und da ist ja, glaube ich, eher einfach alles Werkzeug. Ein Kompass wäre vielleicht noch etwas. Für das bräuchten wir Redstone und 4 Eisenbarren. Die Frage ist einfach immer, wo zeigt denn eine Uhr? Ein Kompass. Wie viele Eisenbarren haben wir denn noch für? Wir haben, glaube ich, wirklich gar keine mehr, wenn ich mich jetzt täusche. Wenn ich mich täusche, haben wir wirklich gar keine mehr. Sonst könnten wir uns nämlich noch einen Kompass mitnehmen. Ja, wir haben noch einen einzigen. Das bringt gar nichts. Darum machen wir uns jetzt eigentlich auf den Weg. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt wirklich auf den Weg. Auf einen Durchreis. Und zwar einfach mal in die Richtung. Wir gehen einfach mal in eine Richtung. Den Heimweg, den finden wir schon. Den finden wir sicher. So, dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf. Und dann gehen wir mal schauen, dass wir irgendwie Zeug farmen können. Da hätten wir natürlich jetzt auch gerade wieder eine Höhle. Ja, nein, das ist einfach so eine kleine Schlucht. He? Oh, Sally! Alles klar? Und wenn er mir einfach keine Antwort gibt. So fies. So fies. Ich würde sagen, wir gehen wirklich einfach mal in die Richtung und dann mal schauen, ob wir irgendetwas Schmackhaftes finden. Das nehmen wir einfach mal mit für faules Fleisch, wieso nicht? Ich esse schon mal wieder etwas, dass wir voll sind. Das ist, glaube ich, sogar unnötig gewesen. Aber ich muss sagen, wir sind gut ausgerüstet. Wir haben wirklich sehr viele Fackeln dabei, wir haben Holz dabei, wir haben Spitzhacke, wir haben eine Schaufel, wir haben eine Axt und ein Steinschwert. Das Steinschwert sollte ja eigentlich lange zum Auswehren. Sonst können wir dann im Notfall auch immer noch unsere Axt benutzen, um etwas zu töten. So, dann schauen wir mal um, ob wir wirklich etwas Cooles finden würden. Die Frage ist halt, ob wir wieder einfach in eine Höhle gehen, um die ein bisschen zu erkunden, oder ob wir einfach sagen, hey, wir gehen jetzt wirklich einfach mal in eine Richtung, dass wir vielleicht irgendetwas Spezielles finden. Weil in Minecraft gibt es ja so viele neue, spezielle Sachen, die ich auch mal gerne sehen würde. Die ich wirklich auch mal gerne sehen würde. Aber für das müssten wir das dann wahrscheinlich dann auch mal zuerst noch finden. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt sicher mal so einen Marsch da durch. Eben, das Bett haben wir ja dabei. Sobald es Abend wird, können wir uns schon einbuddeln und schlafen. Das wäre kein Problem. Und das sieht einfach irgendwie mega scheiter aus. Da hat man, glaube ich, den Berg auffüllen und dann hat es da nur in der Mitte gemacht. Okay, so einen Berg hat man da wahrscheinlich noch zaubern. Einfach so ein Strich in der Landschaft. Ach du Heilige. Ignorieren wir einfach. Wir gehen einfach mal weiter. So, einfach immer weiter in die Richtung. Einfach mal schauen, was wir da so in der Umgebung haben. Vielleicht taucht jetzt nämlich plötzlich ein Riesenstrand auf. Gut, gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus. Aber vielleicht sehen wir wirklich irgendwelche coole... Oh, bist du gerade ein Mumpfer gewesen? Oje. Oje. So, und beim Bauprojekt haben wir sowieso noch viele am Start. Also wir werden sicher mal unseren Keller ausbauen. Und in unseren Keller sollte mal auch noch unser Verzauberungsraum kommen. Würde ich gerne noch Sally. Würde ich dann gerne mal noch tun. Und gleichzeitig müssen wir dann mal noch ein paar Ställe bauen. Also wir sollten dann unbedingt mal eine Rinderfarm machen, also Kuhfarm. Um Leder farmen, dass wir dann auch wirklich genug Bücher und alles herstellen können. Für das bräuchten wir aber eigentlich auch eine Zuckerrohrfarm. Aber ich weiss gar nicht, wie ich das machen mit der Zuckerrohrfarm. Und da kommen wir langsam... wir sind bis ans Ende gekommen. Wir sind bis ans Ende von da gekommen. Okay. Da haben wir recht viel Sand umeinander. Also es wäre sogar noch eine Möglichkeit, dass wir Sand farmen ein bisschen. So am 64er Stack voll. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal momentan noch sehen. Also wir sind wirklich ans Ende von der Küste gekommen. Dort hinten, ist das ein Schiff? Ich glaube, das ist ein Schiff dort hinten. Wie mache ich ein Boot? Ein Boot sollte ich doch nur aus Holz machen, oder nicht? Wie mache ich ein Boot? Ich glaube, ich muss da schnell meine Werkbank tun. Aber das habe ich nämlich nicht gedacht, dass wir vielleicht noch ein Boot könnten gebrauchen unterwegs. Ein Boot? Hä? Nein. Hä? Nehmen wir doch mit. So, dann können wir auch mit dem Boot übergehen, dann müssen wir nicht da unbedingt das Ding. Ich bin schon... Also ich weiss gar nicht mehr. Einfach so rein, okay. Drück Umschalt links, um abzusteigen. Gut, das ist gut zu wissen. Aber da hinten haben wir, glaube ich, ein Schiff. Kommen wir auch viel schneller vorwärts, wenn wir da... Während wir da essen, kann ich nicht während dem Fahren. Ist ja klar, dass die beide Hände benutzen zum Trampen. Ist das aber hure schwammig zum Fahren. Okay. Mit dem Schwert in der Hand, also rumcruisen, wieso nicht? Aber das könnte doch so ein... Ist das ein Schiff? Es sieht ganz danach aus. Da ist ein Delfin. Ja, ist das ein Delfin? Ja, mein Gott. Okay. Da ist einfach ein Schiff. Da ist einfach ein Schiff. Was findet man da so in einem Schiff? Hat es da irgendetwas Besonderes eigentlich? Wir gehen jetzt mal runter. Ich hoffe, dass wir da nicht vertrinken.
Es gibt ja irgendwie so einen Trick mit Türen, dass man länger unter Wasser bleiben könnte. Aber warte, so komme ich schneller runter. Okay. Wenn ich so schnell runterkomme, ist das gut zu wissen. Dann holen wir jetzt nochmal Luft. Schnell Luft holen und einmal runter. Dann müssen wir schon schauen, wie ist jetzt da so ein... Kann ich da Luft holen? Oh mein Gott, da können wir Luft holen. Und eine Kiste. Mit mega viel Papier und eine Schatzkarte. Voll cool. Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Jawohl. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Schatzkarte? Da unten haben wir jetzt gut Luft holen. Gibt es da noch mehr Kisten? Hä? Wieso komme ich Schaden über? Hallo? Hä? Kann ich da unten jetzt die ganze Luft bekommen? Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Haben wir schon etwas Fuder? Schon Leben wieder auffüllen. Ich kann euch da unten jetzt wirklich Luft holen. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich jetzt plötzlich Schaden bekommen habe. Recht speziell. Jetzt warten wir schon, bis unsere Herzen wieder nachgefüllt sind. Dann wollte ich nochmal runtergehen und schauen, ob wir etwas anderes finden. Aber wir haben schon mal eine Schatzkarte gefunden, was noch ziemlich nice ist. Kann ich die jetzt anschauen? Okay. Wir sind dort hinten. Und mit dem... Das müssen wir unbedingt mal machen. Das müssen wir unbedingt noch machen. Die Schatzkarte dann. Wir machen uns auf ein richtig grosses Abenteuer. Die Frage ist dann einfach, ob ich den Retourweg finde, aber das bringen wir schon irgendwie an. Irgendwo in die Richtung. Das schaffen wir schon. Ich glaube eben, eine Karte wäre praktisch gewesen, oder etwas in die Richtung. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Karte herstelle. Aber ich glaube, Karten ist irgendwie mit einem Kompass zusammen oder so. Aber wir haben ja nicht mal Materialien, um einen Kompass herstellen. Also wir sind da wirklich ein bisschen scheiter dran. So, dann esse ich nochmal schnell etwas und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt da nochmal schnell runter. Und schauen, ob wir noch etwas anderes finden. Lang können wir ja nicht die Luft abhalten. Da hinten! Oh Jägerli, einfach schnell alles rausnehmen, und dann direkt wieder rauf. So, nochmal eine Kiste. Und rauf. Ah! Moin, okay. Gibt es da noch mehr als 2 Kisten? Oder sind das jetzt einfach gerade 2 Kisten gewesen und gut ist? Jetzt haben wir sogar noch Rüebli gefunden. Eine Lederhose verzauberte. Fluch vom Verschwinden. Okay, was soll das sein? Fluch vom Verschwinden. Super speckte Suppe. Wir haben eine Suppe gefunden, wir haben Rüebli gefunden, wir haben noch ein paar Kartoffeln gefunden. Okay. Jetzt haben wir langsam das Problem, dass es Abend wird. Jetzt könnte es sogar ein bisschen gefährlicher sein, wenn wir da ein bisschen umeinander sind. Ich probiere jetzt noch ein einziges Mal gegen runter gehen, weil ich mich wundere, ob ich da vielleicht noch irgendwo eine Kiste finde. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber wir müssen schauen. Vielleicht finden wir noch etwas. Da hinten sind wir noch nicht schauen. Wir gehen da... Oh, steck fest. Schnell Luft holen und dann gehen wir dort hinten noch schauen, ob wir nochmal so eine Kiste finden würden. Und sonst machen wir uns dann auf den Weg weiter. Weil auf dem Wasser sollte uns ja eigentlich nichts passieren. Doch, da hinten hat es noch Kiste. Go, go, go! Zack, alles rausnehmen. Schnell. So. Jetzt müssen wir da schnell rausschwimmen. Come on. Komm, schnell. Wieso steckst du fest? Rauf! Nice, oh mein Gott! Mit einem halben Herz wieder. Ich überlebe immer alles so knapp, was ist los? Aber das hätte jetzt auch dürfen sein. Dafür haben wir jetzt ein paar coole Sachen gefunden. Wir haben jetzt sogar noch einen Smaragd gefunden, wir haben Eisenbarren gefunden. Mit Eisen könnten wir uns dann noch einen Kompass schnell erstellen, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben nämlich sogar Papier da und ich bin unsicher, warte jetzt schnell. Wie ist der Kompass nochmal gegangen? Wir schauen nochmal schnell nach. Sehe ich das da drinnen gerade? Ich glaube es eben nicht. Für das müsste ich an die Werkbank, aber wir müssen jetzt sicher zuerst mal ans Land gehen. Dort hinten sehe ich nämlich schon einen Zombie. Okay, da unten leuchtet sogar irgendetwas im Wasser. Wieso leuchtet das da unten im Wasser? Haben wir gerade nochmal etwas gefunden? Haben wir vielleicht gerade nochmal etwas gefunden? Was ist das? Das leuchtet ja grausam hell. Hä? Es sieht aus wie etwas, wo wir rein könnten. Das Problem ist einfach wirklich das Luft anhalten. Es sieht wirklich aus, als könnten wir irgendwie da rein. Meine ich das nur? Wieso Stein rundherum und dann könnte man dort irgendwie rein? Das müssten wir eigentlich auch mal schnell ausprobieren, aber ich glaube, das Beste ist, ich versuche mich ganz kurz schnell irgendwo reinbuddeln. Dass wir kurzzeitig überleben. Beim Sand ist, glaube ich, sogar ein bisschen blöd da hinzugehen. Ich werde von irgendwo beschossen. Von wo werde ich jetzt beschossen? So, ich glaube, ich buddle mich schnell da rein. So, machen wir schon ein kleines Viereckchen parat. Aber die Frage ist jetzt wirklich, von wo ich jetzt beschossen worden bin.
Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Dann würde ich sagen, dann packen wir jetzt mal schnell unser Bettchen aus. Eigentlich sollte das gehen. Wieso geht das jetzt nicht? Machen wir da noch schnell mal ein Plätzchen mehr frei in dem Fall. So, dann würde ich aber noch ganz kurz schnell die Werkbank tun, weil es könnte möglich sein, dass wir uns gerade schon einen Kompass basteln können. Das wäre natürlich ziemlich praktisch. Durch das, was wir jetzt Eisen gefunden haben. Nein, Kompass war da gewesen. Und wo ist er? Kompass, das ist ein Kuchen. Ich will keinen Kuchen machen. Ich will einen Kompass. Wieso finde ich den Kompass jetzt nicht? Kompass. Ich finde den Kompass nicht. Muss ich da irgendwo anders nochmal schnell nachschauen? Oder da gewesen? Nein, der war da gewesen, aber wieso finde ich jetzt den nicht mehr? Das finde ich jetzt aber witzig. Ich bräuchte jetzt einen Kompass und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das ist alles Bücher. Das ist nochmal Kürbiskuchen. Brot. Da ist ja der Verzauberungstisch, den wir beim letzten Mal auch gesehen haben. Aber der Kompass ist einfach nicht mit dabei. Wir bräuchten sowieso den Redstone für den Kompass, wenn ich mich nicht täusche. Hätten wir Redstone noch gebraucht. Redstone und Eisen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Okay, dann können wir das ja eigentlich so weit mal in Ruhe lassen. Das Einzige, was wir noch machen können, die Eisenklumpen lange, glaube ich, nicht zum Zusammenfügen. Das lange auch nicht zum Zusammenfügen. Hätten wir das können ineinander fügen irgendwie. Und dann behalten wir in dem Fall einfach einmal. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir den gerade mal schon ab, dass wir wieder ready sind. Dann tun wir noch kurz etwas knebeln. Oh, ich bin schon ins Bett. Okay, gute Nacht. Guten Morgen. Dann essen wir nämlich ganz kurz etwas. Bauen wir direkt unser Bett wieder ab und dann würde ich sagen, dann trauen wir uns direkt wieder mal an. Wo bin ich jetzt da reingekommen? Das ist jetzt eine gute Frage. Da, okay. Und unser Boot steht auch wunderbar parat. Dann würde ich sagen, dann wollte ich jetzt ganz kurz schnell mal das Teil da anschauen, das wir vorher gesehen haben. Im Dunkeln. Das ist verdammt schwammig zum Fahren, das Bötchen. Das da unten würde ich nämlich gerne anschauen. Aber die Frage ist, schaffe ich das? Wir müssen zuerst wirklich essen, wir müssen wirklich genug Leben haben. Und dann würde ich sagen, probiere ich da mal abwärts zu gehen und dann schauen wir mal, was das genau soll sein. Das Leben schnell voll behalten, dass wir... Okay. Und abwärts. Gehen wir mal schnell güchseln. Hä? Was ist das? Da greift mich einfach einen an. Das sind die Wasserleichen, oder wie man denen sagt. Also Wasserleichen, das tönt ja auch schon wieder so irgendwie. Kommt, wir müssen unbedingt in unser Bötli. Wir müssen in unser Bötli. Abfahrt. Nein! Er hat mein Bötli kaputt gemacht. Die Made. Wieso trüpft er mich die ganze Zeit? Was hat er denn für einen Skillshot? Und wieso schwimme ich so langsam? Nein! Komm, renn! Renn! Was läuft denn mit dem falsch? Der hat ja Skillshots hoch 10. Und jetzt höre ich da noch ein Dings. Lass mich einfach in Ruhe. Der hat einfach mein Bötchen kaputt gemacht, so eine Made. Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Nein, da ist es. Okay. Wieso hat der mein Bötchen einfach kaputt machen? Komm an Land kämpfen, du Made. Komm an Land kämpfen, wenn du dich getraust. Der rührt auch mit irgendetwas um, so Dreizack. Ist das Neptun persönlich, oder was? So eine grausame Made. Jetzt kann ich da unten nicht mal anschauen gehen, weil wir da so komische Gestalten im Wasser haben, die mir gegen den Keks gehen. Sehe ich das richtig? Wo sind denn die jetzt? Jetzt sind sie verschwunden. Da sind sie wieder. Sobald ich ins Wasser gehe, kommen die, oder wie? Und wie soll ich die denn töten? Das heisst, wir können aus das Gebäude dort gar nicht anschauen. Ja, moin. Schau mal, sobald ich... Also, das ist wirklich crazy. Ich gehe ins Wasser. Und wumm, da kommen sie schon. Können wir die nicht irgendwie da anlocken? Komm da hin. Können wir die ja da töten?
dem Steinschwert wird das wahrscheinlich ein bisschen happiger. Aber das sollte eigentlich gut funktionieren. Vielleicht schaffen wir es, die schön zu töten. Die Wasserleichen, das sind jetzt einfach die Wasserleichen. So, voilà. Können wir jetzt noch mehr? Warte, ich probiere nochmal, weil jetzt fehlt uns immer noch der Typ da, der uns mit dem Dreizack die ganze Zeit beworfen hat. Wo ist der hin? Wo ist der hin, der uns mit dem Dreizack die ganze Zeit beworfen hat? Warte, zuerst wollte ich Überleben auffüllen. Weil der macht einen grausamen Schaden. Der hat also wirklich mit 2 Herzen Schaden gemacht. Mit einem Schlag. Wo ist der? Wo ist der? Ach du meine Güte. Das Problem ist einfach, dass wir zu wenig lang unter Wasser sein können. Wenn der mich angreift, wenn ich jetzt da drüber gehe, ne, könnte das ziemlich grausam enden. No risk, no fun, würde ich jetzt gerade sagen, oder? Schauen wir mal schnell nach. Können wir schnell nachschauen, für das gar nicht wirklich genau. Es kann aber auch sein, dass das sein Häuschen ist und wir ihn da voll am Stören sind. Und dann gehen wir beim nächsten Mal sicher mal wegen der Schatzkarte schauen. Ich weiss halt nicht, ob man da irgendetwas Besonderes für finden. Was ist denn das? Ah, da hinten hat es eine Kiste. Okay, da hinten hat es eine Kiste. Alles klar, dann tauchen wir jetzt hier auf und dann gehen wir nochmal ab und dann holen wir uns die Kisten. Wie knapp. Oh, haben wir es gerade noch geschafft. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, einmal Vollgas runter, Kisten leeren und wieder rauf. Dann haben wir mega viele Kisten gefunden. Das finde ich aber noch schmackhaft. Gut, hat jetzt nicht wirklich das Beste vom Besten drin. Aber besser als gar nicht. Oh, das Licht gefällt mir. Das hätte ich jetzt gerne mitgenommen. So, einmal aufwärts und dann haben wir das überlebt. Okay. Dann könnten wir nämlich jetzt einmal das Bötchen ansetzen und mit dem Bötchen nochmal weitergehen. Und so jetzt mein Leben nochmal auffüllen. Hey, wir haben schon mega viel Essen verbraucht, fällt mir gerade auf. Und wir haben schon wieder ein volles Inventar. Angel, Hartbarkeit 1. Mit dem können wir dann angeln. Was haben wir da? Die Lederhose bräuchten wir ja eigentlich nicht wirklich. Die Herdöpfel und das verfaulte Fleisch könnten wir auch loswerden. Das könnten wir ja auch loswerden. Also wir könnten ein paar Sachen dann noch verschwinden lassen. Und dann könnten wir uns ja eigentlich daran begeben, die Schatzkarte suchen. Ich würde aber sagen, wir gehen dann nochmal da hinten in die kleine Schlucht da. So, ne? Weil da haben wir ja wunderschön schon ein bisschen vorgebuddelt. Und dann können wir uns da nämlich schnell einbuddeln. Denn, es ist schon wieder Zeit gekommen. Und ich würde nämlich sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Hier gegen den Kampf gegen die Wasserleichen. Wir können ein Schiff durchforschen. Wir haben nochmal eine Kiste mitten im Wasser gefunden. Keine Ahnung, was die dort eigentlich zu suchen hatten. Das war, glaube ich, wirklich die Hütte von dem Typ da, mit dem huren Dreizack. Aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal die Schatzkarte anschauen. Gehen wir mal schauen, ob wir dort einen Platz finden. Ich hoffe, wir finden dort etwas Praktisches. Ich habe keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und sonst bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Ciao.